Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, auch von mir zum neuen Jahr ein herzliches Prost Neujahr. Ich freue mich, dass so viele heute gekommen sind. Ja, wenn das also ein Signal ist, dann haben wir ein sehr gutes Wahlergebnis in 3 Monaten und vielleicht kann ich ja dann wieder regieren. Das wäre vielleicht auch mal eine Vorstellung. Denn zumindest eines ist notwendig, dass die Linke sich mal wieder an der Regierung beteiligt. Das andere wäre mir natürlich lieber. Aber zumindest müssen wir uns an der Regierung beteiligen, denn sonst ändert sich nichts an der Saar und es muss sich einiges ändern, liebe Freundinnen und Freunde. Nun wird die eine oder andere sagen, ja, natürlich, das sagen alle, klar, vor Wahlen erzählen alle immer, wie gut sie sind und wie schön sie sind. Und alle werben für Stimmen. Und deshalb müssen alle daraufhin überprüft werden, ob sie noch etwas zu sagen haben, was konkret nachvollziehbar ist. Wir sind beispielsweise hier in die Völklinger Hütte gegangen, nicht weil wir unbedingt jetzt dieses Gebäude hier so schön finden, das ist ja auch wunderbar, sondern weil wir damit ein Bekenntnis zu unserer Industrie und zu unserer Stahlindustrie abgeben wollen. Ich glaube, das nimmt man mir ab. Keine Partei ist so solidarisch mit den Stahlarbeitern wie die Linke an der Saar, und das wird so bleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb freue ich mich, dass die Betriebsräte hier vertreten sind. Sie sind ja alle schon begrüßt worden. Aber es geht eben nicht nur um die Stahlindustrie an der Saar, es geht überhaupt um die Industriepolitik. Und ich habe gehört, dass auch der Betriebsratsvorsitzende von Ford heute hier ist. Das ist auch ein Beispiel von Industriepolitik. Man kann nicht nur ein Werk hier installieren, sondern muss auch dafür sorgen, dass die notwendigen Zulieferbetriebe da sind. Deswegen wurde in Saarlouis ein Zulieferpark geschaffen. Wir müssen Industriepolitik an der Saar machen, denn es war ein großer Fehler in vielen Ländern Europas und außerhalb auf Dienstleistungen, auf große Banken zu setzen. Nein, das Brot wird immer noch in der Industrie verdient und deshalb wollen wir Industriepolitik an der Saar machen und wir, die Linke, wir werden dafür Sorge tragen, dass das eine Konstante ist, wenn wir an der Regierung beteiligt sind. Wir wollen auch eine Neuerung einführen, die viel wichtiger ist, als vielleicht auf den ersten Blick sich das anhört. Und ich kann das immer nur erklären an dem Schicksal vieler kleiner Betriebe, die in den letzten Jahren Opfer von sogenannten Finanzhaien geworden sind. Das wichtigste Beispiel sind die Schraubenwerke in Beckingen. Weizsäll hieß das irgendwann mal, das war so ungefähr der 4. Finanzhai, der sich dort engagiert hat. Das waren früher mal die Schraubenwerke Karcher in Beckingen. Und an diesem Betrieb kann man musterhaft darlegen, was in der heutigen Wirtschaftsordnung schief läuft. Die heutige Wirtschaftsordnung ist anders als die Wirtschaftsordnung noch vor 30, 40 Jahren. Heute haben wir die sogenannte Heuschreckenwirtschaft und es ist immer noch viel zu wenig gesehen worden, was das eigentlich heißt. Heuschreckenwirtschaft heißt, dass der Unternehmer, der einen Betrieb erwirbt, um ihn weiterzuführen, um ihn vielleicht zu erweitern oder besser zu machen, um bessere Erträge zu haben, dass der immer mehr auf dem Rückzug ist und stattdessen irgendwelche Finanzhaie Betriebe kaufen, sie ausplündern, die Patente nach Luxemburg verlagern, wie das hier geschehen ist im Falle der Schraubenwerke, und dann nach irgendeiner gewissen Zeit sich verabschieden, wenn sie den Betrieb ausgeplündert haben, und die Belegschaft wird immer abgebaut, zahlt noch mit geringeren Löhnen und so weiter und so weiter. Und das wollen wir zum zentralen Projekt einer Regierungsarbeit machen. Das soll nicht mehr so sein. Wir brauchen Belegschaftsbeteiligung und Stiftungslösungen, wie wir sie in der Stahlindustrie hier an der Saar mustergültig vorgeführt haben. Und wir sind die einzige Partei, die dieses Projekt hat, die ein Kernanliegen hat, das so zu machen. Und ich sage auch den Betriebsräten und den Beschäftigten, es ist nicht daran gedacht, Belegschaftsbeteiligungen auf den Weg zu bringen, die dazu führen, dass die Belegschaften auch noch bezahlen müssen, etwa mit sogenannten Investivlöhnen oder irgendetwas. Und es ist nicht daran gedacht, die Belegschaften darüber hinaus in irgendeiner Form ins Risiko zu nehmen. Es ist auch nicht daran gedacht, die Belegschaftsanteile an Betrieben
verkaufen zu können. Nein, das alles, was in den vergangenen Jahrzehnten falsch gelaufen ist, das soll es nicht geben. Es ist nur daran gedacht, dass die Belegschaften an ihren Betrieben beteiligt sind, damit sie an den Entscheidungen, die ihre Existenz betreffen, auch beteiligt sind. Es soll nicht mehr möglich sein, Betriebe zu verlagern oder zu schließen, ohne dass die Belegschaft mitbestimmt. Das ist das Entscheidende, was wir bewirken wollen. Das Thema ist leider in den letzten Jahren völlig von der Tagesordnung verschwunden. So als gäbe es die Wirklichkeit gar nicht. So als gäbe es das Ausplündern der Betriebe gar nicht. So als gäbe es eben das Sterben von Betrieben gar nicht. Und gerade hier in der Stahlindustrie haben wir es vorgeführt. Wo wären wir denn heute, wenn die Stahlindustrie damals von Finanzhaien übernommen worden wäre? Ich kann euch sagen, was wäre. Es gäbe sie überhaupt nicht mehr. Und wo wäre beispielsweise Dillingen, wenn wir nicht verhindert hätten, dass jemand wie Mittal da reinkommen wollte, und zwar mit entscheidendem Stimmgewicht. Es wäre nicht auszuschließen, dass dann Aktivitäten irgendwo anders hin verlagert würden. Und deshalb haben wir eine Maxime für unsere Industriepolitik. Was für die Saar wichtig ist, muss auch an der Saar entschieden werden und nicht irgendwo anders und nicht von irgendwelchen Lümmels in Amerika oder sonst wo. Und damit die Wirtschaft an der Saar besser floriert, brauchen wir mehr Investitionen. Das ist der zweite Schwerpunkt, den ich setzen möchte. Und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Wir haben hier an der Saar seit vielen Jahren zu wenig Investitionen. Die Industrie- und Handelskammer hat gesagt, es fehlen in den letzten Jahren 1 Milliarde an Investitionen. Aufs Jahr gerechnet sind das 110 Millionen. Und wenn das so weitergeht, dann fallen wir immer weiter zurück. Denn zu wenig Investitionen heißt, es wird zu wenig investiert in die Schulen. Ich freue mich, dass auch Vertreter der Schule Besch hier sind. Es ist ja ein Fehler, überall die Schulen zu schließen, anstatt eben für eine ordentliche öffentliche Infrastruktur zu sorgen. Es fehlen Investitionen in Krankenhäusern. Stattdessen wird darüber nachgedacht, weitere Krankenhäuser dicht zu machen. Wir haben eben marode Brücken, wir haben marode Straßen. Es wird zu wenig investiert in unsere Universität. Und deshalb sage ich eines, es ist nicht richtig, den Staat arm zu machen. Wir brauchen einen starken Staat und wir brauchen gefüllte öffentliche Kassen. Und da muss man einen Mut haben, und dafür steht leider derzeit nur die Linke. Man muss den Mut haben, die großen Vermögen, die Millionen Einkommen, die Millionen Erben ordentlich zu besteuern. Es ist doch abenteuerlich. Es ist doch abenteuerlich, dass diejenigen, die größten Einkommen, Vermögen haben, die oft überhaupt nichts tun. Beispielhaft nenne ich mal die Erben-Klatten, also die BMW-Erben, Klatten und Quandt. Die kriegen im Jahr, dafür, dass sie ab und zu im Aufsichtsrat sitzen oder sonst was treiben, kriegen die 800, 900 Millionen im Jahr. Und wir gehen zur Tagesordnung rüber. Wisst ihr, was ein Problem ist bei Wahlen? Die Wählerinnen und Wähler haben sich an die Skandale allzu sehr gewöhnt. Sie kriegen keine Wut mehr und wollen das nicht mehr ändern. Wir müssen wieder wütender werden. Wir dürfen diese Ungerechtigkeit nicht als Selbstverständlichkeit nehmen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir müssen irgendwie mitempfinden, was es heißt, wenn da einer am Band steht, als Leiharbeiter bezahlt wird, oder wenn da einer steht, der gerade eben mal einen kurzen Arbeitsvertrag hat, oder wenn da einer geschickt wird, der gerade mal einen Werkvertrag hat, und auf der anderen Seite kriegt man für Nichtstun Millionen oder gar Hunderte Millionen.
Wir dürfen nicht sagen, das sei notwendig, damit unsere Wirtschaft läuft oder so. Das ist alles völliger Quatsch. Man kann auch eine Wirtschaftsordnung haben, in der alle, die zum Wohlstand arbeiten, auch einen gerechten Anteil am Wohlstand haben. Und dafür wird die Linke kämpfen. Und wenn ich gerade dabei bin, dass die Leute zu wenig zornig sind, Sarah hat die Zahl ja genannt. In Deutschland haben die Rentner im Schnitt 800 weniger als in Österreich im Monat. 800 weniger als in Österreich. Ja, ich sage immer, da müssen die doch alle jetzt vor das Kanzleramt ziehen, früher mit Mistgabeln oder Schaufeln oder was weiß ich und sagen, rauskommen, das darf nicht so bleiben. Ihr müsst doch mal endlich wieder etwas tun, damit die Dinge sich ändern. Wenn wir das anprangern in der Presse, dann kommt dann allenfalls so ein laues, ach, die Linke erzählt immer wieder dasselbe, als wäre es ein Fehler, wenn man einen Skandal immer wieder anprangert. Nein, Simone de Beauvoir, die berühmte französische Schriftstellerin, hat einmal gesagt, eine Gesellschaft ist auch dadurch charakterisiert, wie sie mit den älteren Menschen umgeht. Und da hat sie recht. Und wenn man das zur Grundlage nimmt der Beurteilung unserer Gesellschaft, dann läuft etwas falsch. Dann ist etwas faul im Staate Deutschland, wenn man so mit den älteren Menschen umgeht, die jahrzehntelang für den Wohlstand gearbeitet haben. Wir brauchen also Industriepolitik, wir brauchen Investitionen und wir brauchen natürlich eine andere Finanzpolitik der öffentlichen Hand. Wir brauchen den Mut, uns mit den Wohlhabenden in dieser Gesellschaft anzulegen. Das ist das Problem der modernen Zeit. Die Macht derjenigen, die über das große Geld und das große Vermögen verfügen, ist, seitdem ich Politik mache, von Jahr zu Jahr immer größer geworden. Als ich anfing, Politik zu machen, hatten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch eine starke Stellung. Leiharbeit, Werkverträge, befristete Arbeitsverträge, Minijobs, das gab es alles nicht. Die Wirtschaft lief trotzdem. Nur die Macht derjenigen, die die Betriebe, die großen Vermögen hatten, die war viel geringer als heute. Und in den letzten Jahren ist das immer anders geworden, immer mehr anders geworden, sodass wir praktisch in allen Industriestaaten mehr oder weniger Oligarchensysteme haben, in denen die Demokratie außer Kraft gesetzt worden ist, weil nicht mehr für das Volk entschieden wird, sondern für die Minderheit der Reichen und Wohlhabenden. Und ich zitiere an dieser Stelle immer den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter, der mal gesagt hat, wir leben in einer korrupten Oligarchie. Aber diese Oligarchensysteme gibt es nicht nur in den Vereinigten Staaten, sie gibt es auch in Europa, sie gibt es auch in Russland, sie gibt es in der Ukraine. Und deshalb ist die Demokratie überall auf dem Rückzug. Aber Demokratie heißt nun mal, eine Gesellschaft zu haben, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen, nicht die Interessen der Minderheit. Und die Linke ist eine Partei, die diesen Demokratiebegriff hat. Wir wollen, dass sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür werden wir kämpfen. Und da habe ich etwas zur Wirtschaft gesagt, aber weil wir hier gerade in diesem wunderbaren Weltkulturerbe sind, möchte ich auch etwas zur Kultur sagen. Die Kultur gehört auch zur Infrastruktur eines Landes. Ja, sie gehört wohlverstanden auch zu einer richtigen Wirtschafts- und Standortpolitik. Und deshalb dürfen wir die Kultur nicht als fünftes Rad am Wagen behandeln. Auch hier an der Saar nicht. Deshalb wollen wir auch in die Kultur investieren. Und das haben wir viele Jahre lang getan. Denkt doch an den Max-Ophüls-Wettbewerb, denkt mal an die Woche des jungen französischen Theaters, denkt mal an die Kunstakademie, denkt mal an die Feuerwache. Ich könnte das alles aufzählen. Nur in den letzten Jahren, ja, was haben wir da an Investitionen in Kultur gehabt? Den Museumsbau. Ich meine, es war ja vielleicht eine gute Absicht, dass man das Museum erweitert hat, aber was da jetzt rausgekommen ist, ja, und wer ist die Hauptverantwortliche? Annegret
Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich würde mal gerne erleben, was passieren würde in einem Privatbetrieb, wenn einer 30 Millionen in den Sand setzen würde. Ich weiß nicht, ob er dann noch Geschäftsführer wäre. Aber damit nicht genug. Wir haben ja nicht nur diesen Museumsbau, wir haben auch den HTW-Bau. Das ist ein Studentenbau, wo keine Studenten drin sind. Das ist auch eine Besonderheit des Saarlandes. Ich meine, auf die Idee muss man ja auch mal kommen, einen Studentenbau zu errichten, wo keine Studenten drin sind. Hauptverantwortlich unsere Wissenschaftsministerin, sie heißt Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, wir haben also nicht nur ein Haus, wo keine Studenten sind, wir hatten hier auch lange Zeit eine Fischzuchtanlage, wo keine Fische schwammen. Da sind auch 30 Millionen fast in den Sand gesetzt worden, hauptverantwortlich die damalige Innenministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, um das Ganze voll zu machen, wir haben sogar, da sind wir wirklich einmalig in der ganzen Republik, wir haben sogar ein Hotel für Fledermäuse gebaut, ein Fledermausbau. Das zeigt doch, dass unsere Landesregierung wirklich die Zeichen der Zukunft erkannt hat und dass sie wirklich richtig investiert in diesem Lande. Nein, ich will also die Scherze beiseite lassen. Das ist einfach ein Ausweis, dass die es nicht können. Die können es nicht. Sie sind eine Regierung von Pleiten, Pech und Pannen. Und weil ich gerade bei den Fledermäusen bin, wir haben ja hier auch Fledermäusen-Schredderanlagen im Saarland errichtet, viele Fledermaus-Schredderanlagen. Ich sehe, einige Naturschützer sind hier versammelt. Ich rede jetzt von einer Form alternativer Energieerzeugung. Es gibt viele Formen alternativer Energieerzeugung. Es gibt sogar viele Formen, die nicht die Natur zerstören. Beispielsweise die beste Form ist immer noch die Energieeinsparung. Ich sage, hier hätten wir die 25 Milliarden in Energieeinspartechniken investiert, hätten wir viel mehr erreicht und wir hätten die Landschaft nicht zerstört. Ist denn das so schwer zu begreifen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Also die Fledermaus-Schredderanlagen sind auch insofern Unsinn, weil jetzt im Dezember wieder mal sich gezeigt hat, dass die ganze Energiepolitik, wenn sie so gemacht wird, völliger Blödsinn ist. Wir hatten nämlich einige Tage, wo es weder Sonnenstrom gab noch Windstrom. Jetzt frage ich Sie ja, was machen wir denn dann? Müssen auch mal hier, auch mal viele, die immer dann schreiben, ja, das ist doch alles wegen Umweltschutz und so weiter. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir fahren alle Kohlekraftwerke wieder hoch und wir kaufen Strom, Kernenergiestrom aus Frankreich und aus der Tschechei und so weiter und so weiter. Also das ist doch alles ein einziger Unsinn, was da geschieht. Und wenn man schon meint, es sei unverzichtbar, solche Anlagen zu haben, dann sollten wir nicht dümmer sein als die Pelzer, die schonen den Pelzerwald. Wenigstens der Saanische Wald müsste verschont werden vor solchen Windkraftanlagen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen nicht dümmer sein als die Pelzer. War doch mal so, oder? Wenn man schon investiert, dann muss man in die Zukunft investieren. Infrastruktur, Industrie habe ich genannt. Aber vor allen Dingen in die Forschung. Neben der Kultur in die Forschung. Und da gab es eine Statistik vor einigen Wochen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass wir hier im Saarland im Vergleich mit den anderen Bundesländern an letzter Stelle liegen. Das ist jetzt nicht von mir erfunden. Das steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, jeder kann das nachlesen. Das ist doch ein Ausweis einer verkehrten Politik. Wenn wir beispielsweise die zig Millionen, die wir in den Pleitebauten versenkt haben, wenn wir die in die Forschung investiert hätten, wären wir ein gutes Stück weiter. Und das geht doch, bringt dem Land ja auch was.
Wir haben vor Jahren hier die Informatik aufgebaut. Die meisten von euch wissen das. Ich plädiere dafür, einen neuen Schwerpunkt zu setzen, die Medizintechnik. Sie wird die Zukunft sein in den Gesellschaften der Industriestaaten. Warum gehen wir hier im Saarland nicht dran und investieren wir in die Informatik, auch in die Medizintechnik? Und natürlich unsere Universität. Im Grunde genommen ist die Universität doch eigentlich ein Leuchtturm eines jeden Landes. Wir haben nur eine Universität und diese Universität sollten wir pflegen. Und da sollte man sich eben dafür einsetzen, dass diese Universität ausreichend Mittel zur Verfügung hat, um ordentlichen Lehrbetrieb, ordentliche Forschung und so weiter zu haben. Und weil aber so diffus hier gewurstelt wird, weil mal da was passiert, mal passiert da was, wird nicht genügend in die Universität investiert. Stattdessen werden Leistungen abgebaut. Das ist eine falsche Entwicklung. Wir haben die Universität immer als einen Schwerpunkt der Arbeit angesehen über viele Jahre. Das muss wieder so werden. Die Universität muss ein Zentrum saarländischer Wirtschafts- und Kulturpolitik werden. Noch ein Hinweis. Vor ein paar Tagen konntet ihr lesen, dass rund 100.000 Saarländerinnen und Saarländer überschuldet sind. Man sagt immer, Deutschland geht es gut. Die Merkel erzählt das immer wieder. Ja, ihr geht's gut, vielen anderen geht's auch gut. Aber 100.000 Saarländerinnen und Saarländer und 10% der Bevölkerung in der Bundesrepublik sind überschuldet. Und wenn es darum geht, dann kleine Korrekturen zu machen, haben wir im Landtag noch nicht einmal dafür eine Mehrheit gefunden. Ich finde es eine bodenlose Unverschämtheit, dass der Draghi gewissermaßen den Banken das Geld nachschmeißt für 0% und dass sie auf der anderen Seite, wenn eine arme Sau, ich muss mal sagen, das Konto überzieht, 10% oder mehr verlangen. Das ist doch alles unmöglich. Das muss sich doch mal ändern. Nur wir stehen dafür hier an der Saar. Und dann muss ich natürlich auch etwas sagen zur AfD. Sarah hat das ja schon angesprochen. Nun ja, hier an der Saar ist die AfD ein besonderer Verein, irgendwie so ein bisschen Kasperle-Theater oder so. Aber es gibt natürlich viele, die sagen, ja trotzdem Protest, Protest, Protest. Aber es ist nun mal unvermeidlich, dass man sich auch mit den Programmen von Parteien ein bisschen auseinandersetzt. Und es läuft ja derzeit auch in der Qualitätspresse wieder eine Diskussion, um zu versuchen, eine Nähe zwischen der Linken und zwischen der AfD herzustellen. Und dazu muss ich dann jetzt doch mal was sagen. Es gibt ja Dummheit und Blödheit, aber es gibt manchmal Dummheit und Blödheit, die brüllt oder schreit. Und da will ich mal sagen, was die AfD im Programm hat. Sie hat im Programm den Sozialabbau, wie eben leider die anderen Parteien im Bundestag, außer von uns. Also wenn von AfD-Nähe die Rede da ist beim Sozialabbau, sind die alle AfD-nah und die AfD ist eben etablierte Parteien nah. Das ist die Wahrheit. Das darf man doch nicht mit einer Pressekampagne versuchen, vom Tisch zu wischen. Oder das Zweite ist die Steuerungerechtigkeit. Die AfD will keine Vermögensteuer, keine Erbschaftssteuer. Das kommt mir alles bekannt vor. Wer will das auch? Die anderen etablierten Parteien. Also wenn AfD-Nähe, dann ist dort die AfD-Nähe. Oder Rentenkürzung. Frau Petri hat kürzlich gesagt, die Rente muss noch mehr gekürzt werden. Wer will das denn auch? Wer will denn die Verlängerung des Renteneintrittsalters auf 70 oder mehr? Wer will also durch die Hintertür wieder Rentenkürzungen einführen? Das sind die anderen Parteien. Lasst euch nicht auf diese Leimrute locken. Nein, wenn es eine AfD-Nähe gibt, dann gibt es die Nähe der anderen Parteien. Und etwas ganz Besonderes. Ich nehme jetzt mal die CSU. Die CSU hat durchaus da oder dort auch richtige Vorschläge. Sonst hätte sie nicht so viel Unterstützung in Bayern. Aber bei der Flüchtlingspolitik, dem Markenzeichen des Herrn Seehofer und der CSU, machen sie denselben Fehler wie die AfD. Sie tun so, als sei in erster Linie die Flüchtlinge
die Aufnahme vieler Flüchtlinge der Grund für den wachsenden Terrorismus in Europa und jetzt auch in Deutschland. Und das ist eben eine Perfidie, weil die Flüchtlinge ja nicht weglaufen, weil sie einfach keine Ursache haben wegzulaufen, sondern sie laufen weg, weil Kriege geführt werden, weil Not und Elend in diesen Ländern ist. Und ich sage, die Hauptursache, das müssen wir immer wieder sagen, sind die Öl- und Gaskriege. Und es ist eine Schande, dass wir uns daran beteiligen, liebe Freundinnen und Freunde. Und es ist eine der großen Idiotien der Außenpolitik der westlichen Staatengemeinschaft, zu glauben, wir könnten im Vorderen Orient seit vielen Jahren Bomben werfen und bei uns hier passiert nichts. Und deshalb sage ich nochmal, solange die sich nicht auseinandersetzen mit dem, was Terrorismus eigentlich ist, werden sie niemals eine Chance haben, den Terrorismus zu bekämpfen. Nach deutschem Recht ist Terrorismus die rechtswidrige Anwendung von Gewalt, um politische Ziele durchzusetzen. Ich wiederhole es nochmal. Die rechtswidrige Anwendung von Gewalt, um politische Ziele durchzusetzen. Nach dieser Definition sind diejenigen, die den Irakkrieg begonnen haben, also Bush und Blair, Terroristen, nur sie stehen in keiner deutschen Datei. Aber das ist die Wahrheit. Und solange wir das uns nicht klar machen, werden wir keine Chance haben, den Terrorismus zu bekämpfen. Ich fasse zusammen, liebe Freundinnen und Freunde, es ist schön, dass ihr so zahlreich heute hier gekommen seid. Das gibt uns Mut für das neue Jahr. Wir wünschen euch allen ein wirklich gutes neues Jahr, aber wir wünschen vor allen Dingen denen ein besseres neues Jahr, die niedrige Renten, niedrige Löhne, befristete Arbeitsverträge, viel zu niedrige soziale Leistungen haben und so weiter, schlechte Schulen besuchen müssen. Denen allen wünschen wir ein besseres neues Jahr. Und wir, die Linke, wir versprechen Ihnen, wir werden uns einsetzen, das nicht alles abzuschaffen, aber dafür einsetzen, dass das Schritt für Schritt sich verändert. Und deshalb bitten wir euch um euer Vertrauen. In diesem Sinne, Glück auf!